Hier in Landshut findet die diesjährige Bundesversammlung des Deutschen Gehörlosenbundes statt. Dort drüben ist der Versammlungsort. Es stehen Neuwahlen des Präsidiums an. Helmut Vogel hat das Amt des Präsidenten schon 8 Jahre inne und steht zur Wiederwahl bereit. Ob es noch andere Kandidaten gibt? Nun, wir werden es sehen. Herzlich willkommen zu Sehen statt Hören. Die Amtsübernahme durch Helmut Vogel damals im Jahr 2014 war gleichzeitig die Zeit der finanziellen Krise des DGB. Er schaffte es, die Struktur des DGB dahingehend zu verändern und zu verbessern. Das Team der Mitarbeiter ist von damals 2 auf nun 7 festangestellte hauptamtlich tätige Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gewachsen. Auch der Beirat ist auf 20 Personen, Beiräte und Beirätinnen in Fachteams und Arbeitsgruppen gewachsen. Das ist wirklich beachtlich. Deshalb war es mir wichtig, Helmut Vogel noch vor der Bundesversammlung zu treffen und zu interviewen. Helmut Vogel ist nun schon 8 Jahre Präsident des Deutschen Gehörlosenbundes. Im kürzlich erschienenen Interview der Deutschen Gehörlosenzeitung äußert er sich dahingehend, für eine 3. Amtszeit kandidieren zu wollen. Helmut, warum hast du dich dafür entschieden? Der erste Grund ist klar. Ich habe ein tolles Team. Es hat sich sichtlich vergrößert und jetzt sind wir gut aufgestellt. Es sind überall kompetente Leute. Der Erfahrungsschatz ist stetig gewachsen. Der Zusammenhalt ist wirklich spürbar und die Zusammenarbeit läuft gut. Es ist ein gutes politisches Netzwerk vorhanden. Natürlich müssen wir weiter kämpfen für unsere Ziele, immer weiter. Deswegen bin ich bereit, als Präsident weiterzumachen. Deine erste Amtszeit war geprägt von der Schuldenkrise und deren Bewältigung. Du hast es aber auch geschafft, die Anzahl der Mitarbeiter von 2 auf 7 zu erhöhen. Dazu kamen viele andere Themen, wie zum Beispiel das Bundesteilhabegesetz. Was sind deine Ziele für die 3. Amtszeit? In der ersten Amtszeit haben wir uns stark auf das Bundesteilhabegesetz fokussiert und parallel dazu die Schuldenkrise bekämpft. Das war viel und auch sehr hart. Während meiner 2. Amtszeit gab es die schwarz-rote Koalition. Unter dieser gab es nicht viele Gesetzesänderungen und Verbesserungen. Die Barrieren blieben weiterhin da. Es blieb schwer. Jetzt haben wir eine neue Regierung, eine wirkliche Fortschrittskoalition. Es sind sehr viele konkrete Punkte im Koalitionsvertrag festgeschrieben worden. Die müssen angegangen werden, nur leider ist derzeit weltpolitisch gesehen ein schlechter Zeitpunkt. Aber meine Vision ist, an den festgeschriebenen Punkten anzuknüpfen und daran festzuhalten. Das sind Gesetzesänderungen, Schutz vor Gewalt, Barrierefreiheit, Gründung eines Sprachkompetenzzentrums, Verbesserung der Inklusion, mehr Teilhabe. Das sind alles Punkte, die im Koalitionsvertrag stehen. Der Koalitionsvertrag von 2021 spricht von einem Sprachkompetenzzentrum leichte Sprache und Gebärdensprache. Gibt es schon erste Schritte einer Zusammenarbeit mit der Regierung? Der Kontakt mit dem BAMS ist aufgenommen. Es soll die federführende Rolle beim Aufbau übernehmen. Daran angegliedert sollen dann alle Bedarfe gesammelt und gebündelt werden, Unterstützungsmöglichkeiten angeboten werden, wie Dolmetscher effektiv eingesetzt und organisiert werden können. Es muss ein Konzept entwickelt werden. Bisher gibt es keines. Das ist ein innovativer Punkt, der im Koalitionsvertrag aufgenommen wurde. Das hat mich selbst überrascht. Im Bereich der leichten Sprache gibt es noch viele Lücken. Die müssen geschlossen werden. Und bezüglich Gebärdensprache ist vieles mühsam, also das ständige Kämpfen und Einfordern. Das soll leichter werden für uns, damit wir uns auf die Inhalte konzentrieren können, statt ständig rumzuorganisieren. Die Struktur des DGB muss geändert werden. Es werden zunehmend mehr Gehörlosenvereine aufgelöst. Nachwuchs zu gewinnen ist schwierig. Wie ist deine Sicht? Was muss getan werden? Früher war ein anderer Zusammenhalt da. Man wurde selbstverständlich Mitglied und wuchs mit dem Verein. Heute muss man als Verein für sich werben, wirklich um Mitglieder werben. Der Verein muss sich dienstleistungsorientiert präsentieren, die Vorteile darstellen, die Dienstleistung zeigen. Dann merken die Menschen, es lohnt sich, Mitglied zu werden. Das sieht man auch in der Gesellschaft, das Dienstleistungsorientierte.
Eine Mitgliedschaft nur um der Gemeinschaft willen gibt es heute nicht mehr. Der Verein muss überlegen, was kann er seinen Mitgliedern bieten. Er muss umdenken. Der Blindenverband zum Beispiel ist unglaublich dienstleistungsorientiert. Er bietet seinen Mitgliedern sehr viel, mit dem DGB gar nicht zu vergleichen. Wir müssen schauen, wie es sich entwickelt. Ich bin gespannt auf die Bundesversammlung, die nun ansteht. Du wirst wieder als Präsident kandidieren. Gibt es auch Gegenkandidaten, die sich zur Wahl stellen lassen wollen, um das Amt des Präsidenten zu übernehmen? Bisher hat man offiziell nichts gehört. Mir selbst sind keine Gegenkandidaten bekannt. Mein derzeitiger Stand ist, dass ich bisher der einzige Kandidat bin. Ich habe auch ein Team, welches bereit ist, mit mir zu arbeiten. Wir sind 5 Personen insgesamt. Nur für das Amt des zweiten Vizepräsidenten hat sich noch keine Person gefunden. Aber die anderen Personen sind bereit. Und das Team möchte ich dann auf der Bundesversammlung vorstellen. Die Bundesversammlung wird als hybride Versammlung durchgeführt. Das bedeutet, dass die Mitglieder online und in Präsenz teilnehmen. Von den Verbänden, den Delegierten und den Fördermitgliedern nehmen ca. 50% online teil und die anderen 50% sind in Präsenz vor Ort dabei. Ein Blick in den Raum zeigt es. Mai, du bist Mitarbeiterin beim Deutschen Gehörlosenbund. Du bist jetzt zuständig für die Koordination der Stimmabgaben bei der hybriden Bundesversammlung. Wie funktioniert dies? Kannst du es mir bitte erklären? Wenn eine Veranstaltung online und in Präsenz gemischt abläuft, also hybrid, kann nicht mit normalen Stimmzetteln oder Handzeichen abgestimmt werden, wie es sonst üblich war. Das würde zu lange dauern. Und eine Wahl wäre nicht möglich. Stimmabgaben werden also komplett online ablaufen. Die Teilnehmer, die online zugeschaltet sind, brauchen einen extra Webzugang, egal ob über das Handy, PC, Laptop oder Tablet. Das entsprechende Abstimmungstool wird geöffnet. Ich schalte die abzustimmende Frage frei und jeder kann dann mit einem einfachen Klick seine Stimme abgeben für Ja, Nein oder Enthaltung. So wie wir es hier gerade schon live gesehen haben. Wenn alle ihre Stimme abgegeben haben, schließt sich die Frage. Die Teilnehmer in Präsenz stimmen auch online über das Abstimmungstool ab. In Europa gibt es keine Gebärdensprache als Amtssprache, weltweit nur in Neuseeland. Um Gebärdensprache gesetzlich zu verankern, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das müssen wir noch untersuchen. DGS nur im Behindertengleichstellungsgesetz reicht nicht. Sie muss ins Sprachgesetz. Unsere Aufgabe ist, DGS einen rechtmäßigen Platz zu geben. In der Geschäftsstelle sind wir derzeit auf 7 Mitarbeiter gewachsen. Das zeigt ganz deutlich, dass wir einen Geschäftsführer brauchen. Wir als Präsidium schaffen nicht mehr alles allein. Wenn es mehr werden, wird es finanziell herausfordernd. Dann gibt es mehr Austritte. Genau, das ist die Schwierigkeit. Das Präsidium arbeitet ehrenamtlich. Deswegen sind die hauptamtlichen Mitarbeiter so wichtig. Der Blindenverband zum Beispiel hat so viele Hauptamtliche beschäftigt. Wir müssen überlegen, wie wir langfristig stabil werden. Der DGB hat hier große Aufgaben. Die ehrenamtlichen Mitarbeiter wechseln immer wieder, die Hauptamtlichen bleiben. Deshalb müssen wir unseren Fokus auf die Hauptamtlichen legen, sie stabil machen und langfristig halten. Das ist so wichtig. Das Präsidium, die Ehrenamtlichen werden wechseln. Wenn ich in 4 Jahren kein Präsident mehr bin, werden die Hauptamtlichen noch da sein und das Know-how. Bei der Mitgliederversammlung sind 2 neue Gesichter aus Mecklenburg-Vorpommern aufgefallen. Beide Delegierte wurden vor 2 Jahren in ihr Amt gewählt. Ich bin neugierig und möchte Sie fragen, wie die Situation in Ihrem Verband in Mecklenburg-Vorpommern ist. Wir wollen mehr junge Leute als Mitglieder bei uns. Meist fragen sie zuerst, was sie denn für ihren Mitgliedsbeitrag bekommen. Sie sagen, die Informationen sind zu wenig, kein Interesse. Zu viele alte Leute sind im Verband mit völlig anderen Themen. Die Jungen interessieren sich mehr für Internet und Medien. Ich frage gleich Bernd Schneider. Er war verantwortlich für die AG DGB Struktur 2.0. Es bestand nämlich die Sorge, dass die Mitgliederzahlen des DGB sinken. Mich interessiert das Ergebnis seiner Arbeitsgruppe. Für die Umstrukturierung haben wir damals in Augsburg auf der Bundesversammlung 9 Maßnahmen beschlossen. Die wichtigste Maßnahme bei der Umstrukturierung ist, dass zukünftig die Mitglieder nicht direkt bei den Landesverbänden Mitglied werden, sondern beim DGB direkt. Und die Gelder kommen von oben nach unten. Und diese können direkt profitieren.
Die Chance wäre, dass alle 8000 Mitglieder bei der Bundesversammlung zuschauen könnten. Viele Tops sind schon fertig behandelt. Das alte Präsidium ist entlastet. Dort seht ihr, wie den alten Präsidiumsmitgliedern, die nicht nochmal kandidieren, gedankt wird. Und dann steht die spannende Neuwahl an. Es soll auch die Chance auf Veränderung geben. Manchmal sind Veränderungen gut. Manchmal. Ich schlage Ralf Raule vom Gehörlosenverband Hamburg vor. Ich danke euch, dass ich hier sein kann und für euer herzliches Willkommen. Es ist so eine herzliche Atmosphäre zu spüren. Ich bin sehr begeistert, so angenehm. Aber Moment, Pause, Stopp, los. Und es wird geredet und geredet, von oben nach unten. Aber es reicht nicht, wenn einige wenige sich unglaublich engagieren und informieren und alle anderen nur zuschauen und applaudieren. Das reicht nicht. Ihr alle müsst auch aktiv werden. Ich bitte euch, lasst es uns genau umgekehrt machen. Wir müssen näher an die Basis. Ich gebärde es so. Derzeit ist der DGB so aufgestellt. Ich wünsche mir, dass die Basis mehr Raum bekommt und der DGB und die Verantwortlichen eine dienende Haltung einnehmen. Für die Basis, die Menschen. Das Verständnis und die Verbindung zueinander müssen wiederhergestellt werden. Wir brauchen mehr Informationsaustausch, mehr Kontakt, mehr Verständnis für die Probleme und Nöte der Menschen. Wir sitzen alle im gleichen Boot und jegliche Spaltung bringt uns auseinander. So werden wir unser Ziel nicht erreichen. Ihr Landesverbände, bitte unterstützt aktiv das Präsidium und verharrt nicht für die nächsten 4 Jahre in einer Erwartungshaltung. Mein Herz und mein Bauch sagen mir, nein, ich bin derzeit nicht bereit. Meine Frau fragte mich, ob ich mir wirklich täglich diese Herausforderungen für die nächsten 4 Jahre vorstellen könne. Ich musste ihr recht geben und zugeben, dass im Moment die Zeit für mich nicht reif ist. Meine Botschaft an euch, wir sitzen alle im gleichen Boot. Unsere Taten müssen nachhaltig wirken, uns gemeinsam nach vorne bringen. In unserem Forderungskatalog für die Politik haben wir betont, dass Gebärdensprache eines unserer Grundbedürfnisse ist. Es muss den Politikern ständig vor Augen gehalten werden. Keine Eintagsfliegen mehr. Wir fordern Stabilität und Sicherheit unserer Rechte, festgeschrieben im Forderungskatalog. Nimmst du die Wahl zum Präsidenten für die nächsten 4 Jahre an? Ich nehme die Wahl dankend an. Ich möchte euch allen danken. Im Bereich der Frauenpolitik sind viele Baustellen. In meiner kommissarischen Funktion hatte ich eine Initiative gestartet mit einem Zoom-Meeting, aber es gab nur sehr wenig Anmeldungen. Dann wurde es still. Das möchte ich aber so nicht hinnehmen. Ich werde die Arbeit wieder aufgreifen. Ich sehe es als meine Aufgabe, die Unterstützung für Flüchtlinge umzusetzen, mehr Konferenzen anzubieten und der Nachwuchs ist für mich sehr, sehr wichtig. Die Bundesversammlung ist nun tatsächlich zu Ende. Aber auf das neue Präsidium wartet viel Arbeit, besonders für die Großveranstaltung im Jahr 2023, nämlich die Kulturtage der Gehörlosen in Friedrichshafen. Wir von Sehen statt Hören sind auf jeden Fall dabei und werden berichten. Tschüss und bis zum nächsten Mal.